wann nach net wees wat wogers, da gëtt en Datei gewur. Wir hatte gestern Morgen die Kommission um 9:30, wo dann von drums gegangen ist, die Petitionen, die waren für mehr oder Männer, LGBTQ, Education an der Schule bei den Kanner. Und ihr wisst, da waren zwei Petitionen, die war für Männer oder für keine LGBTQ Education an der Primärschule bei den Kanner. Und die andere, die war für mehr. Die eng gut 10.000 Stimmen, das war die dagegen war. Und in Diana auch kommt, das war eine Gege-Petition, und die gut auch 10.000 Stimmen. Die ist natürlich unterstützt gehen von den Grünen, von der CSV, von der LSAP, von den Linken, von der DP, von den Medien, von den ONG, von Institutionen. Und die gut die natürlich auch viele Unterschriften. Wir sind debattiert, genau als Konklusion ist gesagt, gehen, dass dann an die Kommission, Ministerin Maija Backe sollte kommen und dann so wie das dann an der Schule, wie das an der Schule lief. Und das war dann gestern Morgen. Und ist dann Wintergang, ich hoffe, es wird da geschehen, und dann gucken wir mal die typisch Fändle gewesen, wie das so ist. Und, ja, am dünnen Bemol, dann gucken wir Bilder gewesen von so Plänen von Toilette. Ich weiß nicht, was geht das überhaupt? Und, dann hast du es erklärt, gehen irgendwie, dass lo nicht mehr sollten jungen Toiletten da sind, medische Toilette, konkret, dass es hier um den Lycée Technique du Centre gegangen. An alle neuen Lyceen gibt es also lo kein Damen- und Herren-Toilette mehr gehen, aber da gibt es nach gemeinsam Toilette gehen, an den alle Lyceen, wenn da Umbauten geplant wären, da gibt es dann auch gucken, für das dann noch so zu ändern, dass das doch da der Fall ist. Ne? Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe nur gefragt, ob das da wirklich so ist. Und die Gute Statue bestätigt. All die anderen Deputierte, die so sind da, Carbon de Boden, ich weiß nicht, ob sie dafür sind oder gehen sind. Ich habe keiner etwas gesagt, und ich habe nicht etwas gesagt, weil ich da nicht verstanden bin. Und die Reaktionen, die gesagt haben, dass quasi 95% von den Leuten, die wollen nicht die Änderung da, die wollen das beibehalten, dass in einem Lycée medische Toiletten hört, dann jungen Toiletten hört. Und das ist eine ganz kleine Minorität von 5%, der dann, wenn am Backes gehört, die das unbedingt wollen durchsetzen. Und da gesagt auch Demokratieverständnis von so Leuten. Die Leute fragen mich, wie können die etwas machen, wo Schiedfrieden dagegen das? Ich weiß nicht genau, ich will die wissen das gar nicht, weil die gar nicht an der normalen Population sich bewegen, die leben länger bloß, mit ihren Beamten, wo sie verreden, aber dann backen sie ja, seht, und das möchte, was sie gerne hätten. Also sie merken mal gar nicht mehr, wie sie sich verrennen, wie sie heute den Willen vom Volk auf den Kopf stoßen. Das ist ja auch so, dass sie das in einem Lycée machen, also sie machen das nicht an der Philharmonie oder an einem Kulturzentrum. Nee. Bei den Jungen, da kann ich nicht machen. Da kann ich den Jungen gut der Nerven respektiv erzählen, weil das darum geht. Das ist auch der Pissoir verschwunden, das ist anscheinend etwas ganz Schlimmes. Das ist eine Erzählung an ihrer Ideologie, die sie gerne hätten. Und das können wir nicht akzeptieren. Ich bin ganz froh, dass die Leute ein bisschen erwäscht sind und sich wehren. Und ich gebe die Leute encouragieren, mich oft auch zu so, wenn ihnen etwas nicht gefällt, was die Regierung möchte. Und das Regierung, das ist am Endeffekt Regierung Luc Frieden. Und dass der Luc Frieden den häufig responsabel ist und auch die Leute, die für CSV gewählt haben, die sollen wissen, dass Details, was du da kriegen, also ein CSV, die will die getrennten Toiletten, die wir hatten, aufschaffen. Das ist ein Beispiel für viele, wo ich aber gut gesagt, wie es hier im Land funktioniert. Und ich bin wirklich froh, dass ich etwas gesagt habe und gesagt habe dann noch, dass der DR, wie der DR wirkt, wenn er irgendwo gezweifelt wird, ob der DR irgendwie Sinn hat an der politischen Landschaft der gesegneten Teil. Und das ist ein Beispiel, wie auch bei vielen anderen. Wenn wir nicht da gewesen wären, da wäre das einfach so durchgegangen, da wäre nichts geschieht und da wären die Leute nicht gewohnt gehen, weil die merkt ja, dass die Medien, das Thema da, obwohl es ganz vielleicht aktuell beschäftigt, da wird nicht wirklich angepackt. Ne? Ich bin von keinem Journalisten kontaktiert. Sie wollen nicht wirklich über das Thema schwätzen, weil sie wissen, dass wir als ADR da die ganze Population haben. Und das gefällt ihnen dann eben nicht mehr.
sieht beruhigt, wir machen auf jeden Fall weiter, wir werden das nicht durchgelassen und wenn das bis zu den Wahlen nach unhört, wenn das Studio nicht ändert, da wird man auch dann noch weiter darum machen, dass man dort nicht könnt, weil das könnt keinem so gut, aber wenn ich das dort will machen, dann soll ich uns die Betroffenen freuen und da gebe ich mal hingehen und am Lycée eine Umfrage machen bei den Schülern und eine Umfrage machen bei den Eltern und da sehen wir ja, wie viel Prozent das gerne die Toiletten, wie wir es aufschaffen, aber wie viel nicht.